Ekran! Ekranen jävlig op, hos wanende waar. Ekran! En ik lood die aan met ons touwteranen. Hier wil we een gouden titan en daarbij God kennen leren. Welkom lieve vriend, welkom to dit programma Ekran. Dankzij dat u waar erbij bent en dat u in de radio geschaltet hast oder dat u op YouTube bent, waar immer du bent. Sie welkom in dit programma en hebben een schöne tijd met ons. Vandaar heb ik het eerste Mal in dit programma mijn papa hier erbij. Ik freue mich sehr. Meine Eltern besuchen mich hier in Bolivien und nu kan ik mijn papa hier mal dabei haben. Welkom to dit programma, Dad. Dankeschön. Zoals hij al zei, ik ben de vader van Edo. Willy Giesbrecht is mijn naam. Ik woon in Sommerfeld, Oost-Paraguay. Al seit viele Jahren. Aber ik ben in Chaco, Paraguay en Philadelphia geboren. Habe meine Kindheit dort erlebt mit, ich hatte ein Elternheim, wo wir aus jedem Geschwister abwassen. Meine Eltern haben mich von klein immer waren, dann war ich nur Jesus gewesen. Aber irgendwann, als ich 11 oder 12 war, da wurde ich das riecht nicht so, dass meine Eltern Christen wären, sondern ich musste mich entscheiden für Jesus. Und dann traf ich die Entscheidung. Und immer war da Zweifel an meine Beziehung. Und wann dann, ich mocht mich frisch ab. Und so habe ich die Schuljahre bei der 6. Klasse in meinem Heimatdorf gemacht. Und dann musste ich naar de andere Schule. Und da musste ich dann 30 Kilometer von meinen Eltern wegfahren. Und aber noch ein paar Jahre in der Schule, auch da, wordt wie ganz klar immer war Hand gewesen nur Jesus. Und auf eine Evangelisation, einfach eine Schule, konnte ich, das war klar stellen mit Jesus. Und dann fuhr ich einen Tag in Haus und sehe meine Eltern. Ich habe mich entschlossen, ich will mich taufen lassen. Dann frugen sie mich, bist du nicht, Willi, bist du nicht zu jung? Du bist noch mal 15 Jahre. Hast du das, ist dir das bewusst, was für Schritt das bedeutet? Und ich sagte, ja, ich habe das klar mit Jesus, ich will den Gehorsam schüttern, ich will Jesus nachfolgen, ich will sein Kind sein. Was passiert nur dem? Was hat je als je 18 waren? Gut, meine Eltern hadden eine Wirtschaft und die arbeiten mit Pferd. Und ich sagte zu meinem Vater, nee, ich will ich mal einen Traktor, dann will ich mal richtig arbeiten. Dann sagte mein Vater zu mir, das kannst du dann, wenn du eine Wirtschaft hast. Und dann entschloss ich mich, und ich mocht mein Motorbett, nach Caguasu zu fahren, nach dem Sommerfeld, in Oost-Paraguay, dort auf der Arbeitsstelle. Und so krieg ich auch ein Angebot von da, und ich krieg einen Brief. Und nur ein paar Tage verließ ich den Chaco und fang meine neue Arbeitsstelle in Sommerfeld an. Wo wir diese Reise, haben wir einmal von dieser Reise gehört. Waar je van Chaco weer Paraguay deed. Waar we deze reis van Chaco naar Sommerfeld? So, ich war 18. Ich war noch zweimal wieder 100 Kilometer von der Knie weggefahren. Ich hatte keine Ascension, ich hatte kein Ostparaguay, ich hatte kein Utland. So dat, Warum kann je Spanisch? Ich hatte an der Schule Spanisch lesen und schreiben gelernt, den Anfang. Aber ich konnte nicht reden, weil ich hatte keinmal mit Menschen Spanisch geredet. So dann, wo kom je dann bei Sommerfeld? So, ich flog mit dem TAM naar Ascension. Von da wurde ich nach Mennonitenheim geführt. Und da frug ich die Menschen, wo kann ich nach Sommerfeld? Na, dann rupte sie den Bus an und die kam mich auch noch ein paar Minuten aufholen. Und so fuhr ich nach Sommerfeld. Und dann musste ich mein Spanisch schon hingewezen brücken, wenn ich fang all noch 100 Kilometer fang ich an zu fragen, sind wir nicht bald in Sommerfeld? Und der Mitfahrer sagt immer, tranquilo, wir sind bald da. Und so, dass irgendwann sagt, nu sind wir da. Und aber als ich dann meine Arbeitsstelle den ersten Tag antrete, dann wurde ich konnte gut Spanisch. Und meine meisten Kunden, was ich bedienen musste, wäre, mit dem muss ich Spanisch reden. Und das hat so seine Komplikationen.
En, aber dann kommt der Sonntag, dann braucht wieder Tankstelle tau. Ich brauche nicht Brennstoff geben am Sonntag. Und was würde ich dann tun? Ich kann bloß eine Familie, da steht, da angekommen wir. Das andere wäre für mich alles Menschen, die ich nie nicht gesehen habe, die ein bisschen anders schwer als ich. Und da habe ich meine Schwierigkeiten damit gehabt. Ich fuhr, glaube ich, den ersten Sonntag zum Gottesdienst. Und da sungen diese anders, und da predigte diese anders. Aber ich bin mir bewusst, ich bin ein Kind Gottes. Ich will immer dabei sein. Auch aus der Gemeinde unten mal führt, wie ich mir bewusst, ich fuhr am Ältesten und sei, der wird als uitwärtiger Mensch von einer anderen Kolonie, von einer Gemeinde, der wird teilhaben am Unten. Und er sagt, jo, wenn du das klar hast mit Jesus, dann kannst du das unten nehmen bei uns. Du bist willkommen. So habe ich das auch getan. Und oben, da wären verschiedene Sachen, die mir sehr fremd waren. Die Jugend, mit der ich in Kontakt komme, der ich das letzte Channel hier, das wären so eine Jungs, was Sonntag Nachmittag sehr hier zum Restaurant fuhren, sich mal Pobeiers bestellten und dann wird getrunken. Und ich habe das aber bei mir klar, ein Christ trunk nicht bei ihr. Und dort verdanke ich von noch einmal meine Eltern, die haben mir immer gewarnt, Willi, wenn du abpassen wirst für das erste Glas, dann wirst du das zweite nicht trinken. Und mit dieser Anstellung ging ich immer weiter los. Und wenn sie mich einladen, dann sagte ich will eine Coca-Cola trinken und sie trinken bei ihr. Und noch ein Jahr an meiner Arbeit sagte ich mir auch die Jugend ab, am Sonntagnachmittag, wo nicht bloß einmal Bier getrunken wird, sondern auch Volleyball gespielt wird. Auch Football. Und so habe ich da mit der Jugend mitgemacht, Football gespielt, Volleyball gespielt. Und dann mit sowas, nach der Jugend gefahren, da war kein Programm, sondern da war einfach eine Art, eine Kolonie, eine Kreuzung. Da trafen sich die Jugend taub und da war dann verteilt, Witze verteilt, da war gespielt. Aber da wird keiner, der das Programm leidet, sondern dort wird jeder einer, das an das Gefall, wir da, und wenn der Abend dann zu Ende ging, wer dann Lech hat, und das Mädchen mit will, dann fährt ein Mädchen in Haus. Und, Wem kriege ich dann auf einmal mit? So, wir haben Sonntagnachmittag Volleyball gespielt, und auch eine Werkmühle am Abend. Da wird eine gewesen, die warte ich auf einmal an, die schickt nur mich, und die wollen mit mir an eine Seite sein beim Volleyball spielen. Und dann auf einmal, ein Abend, ging ich nur und sagt, kann ich die in Haus führen? Ich weiß nicht, ob sie den ersten Abend das für uns annahmen, aber irgendwann nachher, sie ja, sie wird mitfahren. Was mir sehr, für mich sehr gut ankommt, wie, als ich bei Tüß war, wo sie ihre Mutter wohnt, dann kriegt sie von der Tür drauf und sagt, ciao. Und ran, nennen nur die Mama. Und ich trete an, naja, wir haben uns nicht verabschiedet, wie wir in Haus. Ich fuhr nach meiner Arbeitsstätte, da kann ich bei meinem Wirt am Haft, da hatte ich meine Wohnung. Und Monat, klar, das Mal ist, wie ich war auf Arbeit. Und so habe ich dann uns besser kennengelernt. Und ich weiß, dass ein von den ersten Abends, wo ich dann nach einer halben Stunde da bleibe bei ihr, dann sage ich überwann, ja, ich war vor der, weil wir übernachtet beten, naja, aber sagt sie, ich verstehe nicht zu beten. Ich kann bloß auswendig beten. Naja, ich sage, wenn du dir von heute betest, dann ist das doch sehr gut. So, ich bete auswendig in Gebet, sprach in Gebet, und sie beten in auswendig gelehrt zu beten, so vielleicht wie uns. Und dort hat uns taub nur an Jesus gebracht. Und ich weiß, dass ich habe in den Jahren von 18 bis 22 viele Kämpfe gehabt, Versuchungen gehabt. Aber ich bin so dankbar, dass ich gläubige Eltern hatte, die weit auch von da wieder, wo ich war, und dass Jesus an meine Seite war. Ich sage immer, das sind die gewesen. Die Gebete von den gläubigen Eltern und Jesus,
die mich bewahrt hat für Sünde. Wenn ich von da meine Bekehrung verteile, dann kann ich nicht vertellen, dass ich in Drogen gefallen bin, in eine Alkoholsucht oder in noch viele andere Lasten, sondern ich muss das aber erkennen, dass ich brauche gerecht zu Gott, die Gnade von Jesus, um gerat zu sein aus der geratste Sünder. So, sehr interessant. Jün Leben dann mit 22 befriedigt, nicht so? Ja, mit 22 Jahren befriedigt wir uns. Ich habe Arbeitsstelle gewechselt, all seit einem Jahr. Ich war dann 40 Kilometer auf von der Kolonie, wo ich mich zusammenfällt an der Gemeinde. Und natürlich trug wir dann top an. Aber das ergab sich so, dass nur einem Jahr, dass wir befriedigt wären, wie Schwierigkeiten da hatten mit unserer Arbeitsstelle. Und ich ein sehr ernst Angebot gekriegt von dem Wirt, wo ich 3 Jahre gearbeitet habe, in Sommerfeld. Und dann ging wir Träg war dann in Sommerfeld. Und dadurch wir dann eine Tankstelle übernehmen, aus Pastasch, ins der Eigentümer, der trug nach Kanada. Und da habe ich dann für 3 Jahre gearbeitet. Und uns wird bewusst, wir wollen, wir haben eine kleine Wirtschaft uns gekauft. Und wir wollen jeder Verdienst, was wir auf der Tankstelle kriegen, der braucht wir, um unsere Wirtschaft wieder auszubauen. So, wo ging Jün Leben dann wieder? Kenia, oder wie viele Geschwister habe ich, dass die meine Familie, oder wo ging die Familie dann wieder? Naja, wie Gott sei Dank, Gott beschenkt uns mit Kenia. Wir haben in den Jahren, wo wir befriedigt sind, hat Gott uns 9 gesunde Kenia geschenkt. Wir haben immer mit dem Ziel, dass wir wollen die Kenia nur Jesus wiesen. Und als wir erst 3 Kenia hatten, ergab sich dort eine Gemeinde so, dass auf einer steht Bibelstunde, wie beim Ältesten in einer Gemeinde. Dass wir was nicht für die Gemeinde, aber wie wir uns bewusst, wir wollen hier nicht unbedingt mit dem Strom mitschwammen, sondern wenn der Eindruck nicht alle dafür wäre, wie führen die Bibelstunde und wollen unsere Kenia mehr von Jesus lernen. Und wir haben dann Lothar, in den Lotharjahren, durch wir für 11 Jahre als Diakone in der neue Gemeinde mitarbeiten, die dadurch entstand, dass wir Bibelstunde gehabt haben. Und für uns sind wir dankbar dafür, wenn wir zurückchecken, dass wir das haben dürfen, für uns sind wir meist 43 Jahre befriedigt. Wenn wir zurückchecken, dass wir eine scheine Zeit und wir dann Gott dankbar für den Weg, den er uns geführt hat. Na, für mich ist das auch ein sehr schönes Familienleben gewesen. Vielen Dank schön, Dad, für das Mitteilen von Ihrem Leben. Und wo die einmal noch gerne ein mutmerkendes Wort an den Tag hier geben, was die den würde wünschen. Ja, ich würde jeder einem von den Jugendlichen Mut machen. Trafft und lügt nicht lang mit der Entscheidung, Jesus anzunehmen. Dort lohnt sich. Und übergibt ihr Leben Jesus, dass er leider ist. Wenn ich von mein Leben frisch anfangen würde, ich würde etliche Dinge anders machen. Aber eins, was ich unbedingt würde, wählen. Ich würde wählen, Jesus nachfolgen, Jesus gehorsam sein und haben die Ehre dafür. Und Jugend, das lohnt sich, auf seine Seite sein, auf Jesus seine Seite sein, wenn es dort jetzt scheint. Du stimme ich auch ganz mit an. Vielen Dank schön noch einmal Dad für dein Zeugnis, für dein Leben. Und ja, nu für all die, was mein Dad nicht kannte, nu weiß ich, wer mein Dad ist, oder mein Papa ist. Und mein Name ist Eduard Kiesbrechts, das ist, glaube ich, alle weiter. Und ich möchte Ihnen auch Gottes Segen wünschen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dankeschön, dass du von der Autobie wirst. Wenn du Fragen hast, was mitteilen willst oder ein Zeugnis geben willst, dann schreib uns im WhatsApp noch Meierteken 591 77 88 4479 oder schreib uns im Facebook oder ein E-Mail nur ekran@gmail.com.